Grüß euch, Kinder. Servus, alles klar bei euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Super, dass ihr wieder vorbeischaut auf meinem Kanal. Ich sag's euch, ich hab heute nicht schlafen können. Also gestern halt. Ja, ich meine, es ist ja grundsätzlich nichts ganz Ungewöhnliches bei mir. Ich bin ja eigentlich leidenschaftlicher Nachtvogel, bin ich eigentlich. Aber gestern war es schon ein bisschen schräg, weil ich ja wirklich erledigt war. Ich hab mich wirklich gefragt, wieso mein Körper nicht einfach ausschaltet. Ich war nicht zu müde zum Schlafen. Und ich schon an ein paar Dinge gedacht. Gestern. Zum Beispiel, also meine Kindheit, das Schlafen, das war ja. Ich wollte nie schlafen. Also meine Eltern. Da haben wir ja beladen, also leicht habe ich es ihnen nicht gemacht. Ich glaube, im Kindergarten waren sie schon froh, wenn ich um Mitternacht wenigstens im Bett war. Oh Mann, ja. Es waren wirklich also die schlimmsten Erlebnisse für mich als Kind. Ich muss im Bett liegen, ich muss schlafen, ich will aber nicht, ich bin nicht müde und die Schau ist nix und ich hab nichts zu tun und mir ist langweilig. Und eine Stunde ist mir vorgekommen wie 17 Unendlichkeiten, es war furchtbar. Oh. Ich bin dann irgendwann drauf gekommen, dass ich mich ins Computerzimmer schleichen kann in der Nacht. Und wenn ich eine Handtuch unten hinlege beim Türschlitz, dann sehen sie nicht. Also das Licht vom Monitor sehen sie dann nicht unten durchleuchten, wenn sie aufs Heidel gehen. Haha! Naja. Da bin ich echt froh, dass ich das gehabt habe. Natürlich ist versucht worden, das zu unterbinden. Aber leider ein Kali austricksen ist nicht so leicht. Ich glaube, zweimal im Jahr haben sie mich dann erwischt. Und dann haben sie natürlich das Passwort geändert und den Schlüssel woanders versteckt. Und das hat ja super funktioniert. Für 2 Tage. Oh mein. Und ich habe schon einmal kurz heute wieder mal so an mein Leben gedacht, weil ich schon oft so Selbstzweifel habe. Ich habe schon irgendwie so mein ganzes Leben immer gedacht, ich gehöre da nicht dazu. Und aber auch, also ich wollte da nicht dazugehören. Ich habe es immer widerlich gefunden, wie die Leute versuchen, sie so besser zu präsentieren, als sie eigentlich sind und ihre Fehler zu verstecken und zu verbergen. Und wenn sie sich das dann gegenseitig glauben und furchtbar, da weiß man dann oft nicht, ob sie sich anlegen oder wem man da überhaupt dann einen Vorwurf machen soll. Niemanden, es soll jeder tun, was er will, aber ich will es nicht. Und natürlich habe ich dann oft so meine Zweifel, ja, ob das der richtige Weg war. Ja, weil, ja, denkst du dann, hättest du mitgemacht, ja, hättest du halt das gesagt, was sie hören wollen von dir. Ja, hättest du dann einen Job, einen superen und Karriere gemacht und eine Frau und Auto und Kind und Hunde und die ganzen Sachen. Ja, und dann aber irgendwie. Eigentlich denke ich mir, ich will so einen Job gar nicht. Ich will so einen Hocken nicht und ich will so eine Frau nicht haben. Wie komme ich auf das Thema jetzt schon wieder? Ach Gott, um was geht's nicht? So wegen dem Schlafen, ja. Ich weiß auch nicht, warum ich die Nacht so gern mag. Es ist einfach, ich weiß nicht, auch zum Arbeiten, ich konzentriere mich, ich kann mich die ganze Nacht konzentrieren und am Tag, ich weiß nicht, wie ich das alles schafft. Also, wenn ich an einem größeren Projekt arbeite, wo ich mich wirklich 3-4 Stunden konzentrieren muss, wüsste ich nicht, wie ich das mache am Tag. Echt, keine Ahnung. Und ich habe auch wirklich, also, wenn es hell ist, ich schlafe komplett ruhig ein. Das stresst mich überhaupt gar nicht, im Gegenteil. Irgendwie beruhigt mich das. Draußen ist Stress. Und Weihnachtszeit ist auch so irgendwie. Alle haben so einen Stress. Alle müssen sich streiten und sich beweisen und noch Dinge erledigen und ich sitze daheim. Meine Gitarre und habe meinen Frieden mit mir selber, mit mir allein. Ach jo. Ich mag die Nacht irgendwie. Ich denke mir ja schon manchmal, ich weiß nicht, vielleicht bin ja ich normal und ihr seid alle komplett daneben. Wenn es finster wird, wenn man sich mal konzentrieren kann, ein paar Stunden, dann geht's ihr schlafen. Ja, und
wenn es zum Regnen anfängt, dann macht sie das Fenster zu. Das ist für mich überhaupt das diskutiere nicht einmal. Ich weiß nicht, was das ist bei mir. Ich mag die Nacht einfach, ich fühle mich wohl. Ich liebe die Nacht und den Regen. Jo Kinder, ich werde mir jetzt einen Kaffee zustellen. Und dann haue ich mich in die Dusche. Und dann ist mein Kaffee fertig. Dann werde ich meinen Kaffee trinken. Dann werde ich meine To-Do-Liste aufmachen müssen. Und ich werde ein bisschen was erledigen müssen. Jetzt noch, glaube ich, 2, 3 Dinge schreiben. Ja. Bitte euch Kinder. Ciao. Papa.